Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei unserer Sendung, dem Straßburg Live, hier aus dem Europaparlament. Isabel Wieseler und ich, Christoph Hansen, berichten ich alle Sessionen hier, was am Europaparlament alles gelaufen ist. Diese Woche hat man natürlich einen großen Punkt, den auf der Agenda war, dass den Brexit, wie es noch soll weitergehen. Da hat Michel Barnier, den Chefverhandler für die Europäische Union, ein Projekt von einem Mandat auf den Tisch gelöst, das nach vom Ministerrat, den 25. Februar, muss angeholt gehen. An dat Mandat hun mir eben auch als Europaparlament als ugeguckt an eng Resolution dazu verfasst, wo man eben Eislin Rougen festgehalten hun, notamment dat man wollen, dat eng loyal Konkurrenz hanno mat de Brite gëtt, man wollen aber auch dat et Recht vun de Bierger gesichert gin, dat eng proper Lesung gëtt fir Grenz zwischen Nordirland an dem Rest von der Insel en ganz rich Punkten, die mir an der Resolution lo gefordert hunn. An das natürlich wichtig, weil das Parlament muss hanno auch der dort dem neuen Handelsofkommes an der neuen Relation mit den Briten zustimmen. Und dafür ist wichtig, dass wir lo schon so frei wie möglich als Linien Rougen definieren, für daneben noch dann hanno können am Bonn mit gutem Gewissen können dem zuzustimmen. Das was lo nach 4 Leiit mir hunne woch schon en anert Handelsaufkommes, wat man dës Woche gestimmt hunn. An du warst du, Isabel, auch ganz aktiv, weil an der Mënscherechtskommission warst du federfeierend, notamment vun dem Deel, wat Mënscherechte also Akkorde betrifft. Mi hunn dat lo dës woch mat enger grosser Majoritéit gestimmt, och dank Dinger große Erbisch, weil ich mengt war den Wolle Mënscherechter war ganz wichtig an dem Handelsakkord lo mat den Mam Vietnam, weil notamment das ein Entwicklungsland an die komme vu weit hier. Wat hust du an Dinger Kommission alles errecht am missen errechen, fir dat man dat heute überhaupt konnten zustimmen? Ja, das war wirklich ganz spannend. Also schönen guten Abend alle Gäste. Ich muss sagen, dass es viel Kritik über die Menschenrechtssituation am Vietnam ist. Also richtig so, weil die Situation ist wirklich nicht rosig. Lo ist aber Reiseschwur, entweder wir gehen auf Isolation, wir setzen Vietnam eben auf Zeit, und wir haben nicht mit ihnen zu dienen, oder über den Handel sind wir präsent an mit unseren Entreprisen, mit unserer Erderweis für eben Commerce zu machen, sind wir da. Und wir imposieren am Fongehol Eis, Valeuren an Eis Erderweis für zu schaffen. Und ich muss auch sagen, dass Vietnam wirklich akzeptiert hat, ganz viel Efforten zu machen, sowohl was das Arbeitsrecht anbelangt, aber auch wie Dialogen, die institutionalisiert sind mit der Europäischen Union. Und hier haben sie sogar akzeptiert, dass effektiv das Europaparlament eine ganz große Rolle spielt, an dem, was die Menschenrechtskontrolle am Vietnam ist. Und ich fand persönlich, dass wenn so eng dir abgeht, dann muss ich davon profitieren und muss ich seine Präsenz dem Moment an dem Land weisen. Wenn doch nicht etwas Kleines ist. Ja. Zumindest zum Mandat erreicht. Ja. Was Leute ganz tags vergessen, dass die Menge mit dem Handelsakkord, du gibst eigentlich recht, Eisen Handel mit den Ländern umgehen. Das ist nicht wahr, weil du gehen 20 Milliarden, die auch schon sowieso gehandelt gehen, die natürlich Betriebe, du handeln auch noch Eisbetriebe, müssen du noch immer Importationstaxen bezahlen. Du werden mal die Importationstaxen auf 99% von den Produkten aufsetzen. Das heißt, dass nicht die eng oder die andere Regierung entfernen kann, die gewinnt, weil du doch ein bisschen politisiert, weil du handeln einfach nach einem kommunistischen Regime hast. Es sind einfach Betriebe an du Leute, die nur davon profitieren. Wir hatten noch an der Kommission für den internationalen Handel hatten wir einen Repräsentant von der internationalen Arbeitsorganisation, den du präsent war, den hast gesagt hat, es wäre phänomenal, was dann in den letzten 6 Jahren am Vietnam geschieht, das für die Arbeitsrechte von den Leuten zu verbessern. Und sie haben sich auch einen ganz genauen Zeitplan gegeben, was geschieht. Du hast von dem Joint Committee, wie wir das nennen, das ist eine interparlamentarische Zusammensetzung, wo Leute aus dem Europaparlament an aus der Assemblée Vietnamien eigentlich bei ihnen kommen. Das sind Sachen, die recht an Kraft, nur dem man den heutigen Handelsakkord zugestimmt hat. Das heißt, man kriegt mehr Plattformen bei, deelst du die Meinung? Ja, absolut. Und das ist auch so, dass auch neue Sachen mit diesem Akkord, Niveau der Menschenrechte,
wirklich en place gesagt gehen. Du hast schon von den 2 Kommissionen geschwert, die lo werden zu Summe schaffen, weil am Fongehol nicht in der Form wie so 4 gesehen hast, am Kader von dem Handelsakkord, am Kader von einem Handelsakkord, ha gëtt gemacht, mit das aber auch nach so, dass die Dialogen, das am Anfang eng institutionalisiert derweis wie die Europäische Union mit Länder schafft, die eben an Menschenrechte Situationen sind, die ein bisschen schwierig sind, das nennt die Dialogen. Und das am Anfang für dich, wo Vietnamese proposiert tun, dat die Menschenrechtskommission vom Europaparlament do eng Platz mat dich huet. Und das muss ich so das ganz neu. Das ist formidable Acquis, den vom Europaparlament gefordert. Absolut. Und das tun wir auch recht mit diesem Akkord. Ich bin wirklich ganz froh, dass du den Druck auch gemacht hast bei dir an der Kommission, dass das mit an den Akkord kommst, die Proposition, den Avis, den wir geschrieben hatten als wo ich gesagt gehabt, wo ich Rapportrice war, für die Opinion zu schreiben, dass das wirklich den Acquis, dass man do Sachen lo an diesen Akkorden, die nur auch bleiben für die nächsten Akkorden. Besonders ist der Mechanismus, den lo die Kommission wird en place setzen, für das die Leute können bei einer independent Kommission gehen, für sich dann zu bekloen über Situationen, die nicht menschenrechtskonform sind. Und das ist etwas, was absolut notwendig ist an einem Land, in einem kommunistischen Land, was keine Freiheit gibt. Du kannst ja nicht bei denen hier Administration gehen und sagen, hey, du klappt etwas nicht am Niveau von den Menschenrechten, die lernen hin. Ja. Aber wenn etwas nicht klappt, dann ist es nur mehr als die Organologie, die die Menschenrechte zu überwachen. Aber wenn wir feststellen, dass über einen gewissen Zeitraum du wirklich systematisch Menschenrechte noch immer mit Face getrippelt gehen, haben wir auch die Möglichkeit an dem heutigen Akkord, dass wir Sanktionen können. Das heißt, wir können eigentlich den ganzen Akkord teilweise oder komplett auf Eis legen, wenn wir feststellen werden, dass die Menschenrechte mit Face getrippelt gehen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir kriegen natürlich ganz viel Druck von ONG gemacht, dass so viele ONG, die gar nicht mehr am Vietnam angesiedelt sind, die noch gegen das politische Regime eigentlich agieren. Und wir haben auch andere ONG, die sur Platz sind, die so das halten, das ist wirklich wichtig. Da kriegen wir als ONG sur Platz wesentlich mehr zu suchen. Die ONG haben am Anfang auch nie, schon von keiner eng heieren soen, den Akkord soll nicht stattfinden. Die ONG haben gefordert, dass wir sollen ein bisschen mehr auf die lange Bank schieben. An verschiedene ONG. Aber ich muss sagen, das ist einfach das kannst du auch ganz, weißt du genau wie das ist, wenn ihr seit 2012 einen Akkord verhandelt und das in Lo auf dem Punkt. Also es ist nicht, wie wenn ihr das kennt, an der Zeit verschieben, an dieselben Akkord nachholen. Das sind ja Prozeduren, die das immens kompliziert machen. Ja. Das ist Lo der Moment gewesen, entweder wir unterschreiben den Akkord oder wir haben nicht. Und die meisten ONG, wenn nicht alle Gursten, wollen einfach den Akkord. Ja. Aber sie hätten eben gerne nach anderen Sachen von der Regierung, von der vietnamesischen Regierung gehabt, die man nicht all kriegt. Das ist ein Entwicklungsland, wo in der Vergangenheit Lützeburg auch ganz viel Suen an der Entwicklungshilfe gestachelt. Du hast im Moment auch wirklich kommen, dass sie auch wirtschaftlich auf die Face müssen kommen. Und ich meine, das halten aus der Dienst ist richtig, was man können machen. Wie gesagt, es gibt schon ganz viel Handel zwischen Vietnam und der Europäischen Union. Die wird nur noch mehr, also mehr ohne Reibung oder mehr reibungslos eigentlich über den Tisch gehen. Das ist wichtig. Und wir haben eben ein ganz großes Arbeit im Parlament gemacht, für auch Menschenrechte und die wirtschaftlichen Rechte auf eine Linie zu kriegen. Und du bin ich ganz froh, dass du die auch die wichtige Arbeit an der dritten Kommission gemacht hast. Merci, voilà. Wir sind da. Wir werden nicht aber wahrscheinlich auch in Zukunft Berichte können, wann wie das heute weitergeht, wenn das bis Kraft geht, weil das dauert noch ein paar Monate. Du musst noch die ganz rechtlichen Übersetzungen gemacht geben. Also, wir bleiben da wirklich, du bleibst auch am Ball. Wir können uns wirklich trauen, dass wir das machen. Ja. Du hast nach einer Resolution mitgeschafft, die über den illegalen Handel von Haustieren, die hast du wirklich Herz leihen. Geschafft,
Willst du nach ein ganz anderes Thema lo, das eng Initiativ, die mir an der Umweltkommission geholt und das kein rechtlichen das mir machen, aber eigentlich die Kommission opfordern, an dem wolle du zu machen, wenn wir festgestellt in Europa ganz viel Dieren eigentlich illegal zwischen den Ländern hin und her gehen. Dat sind für allem hin an Schmengen du sech so du ganz viel an verschiedene Länder die jung hin kommen op Welt in Konditionen, die schon relativ sanitär ganz bedenklich sind. Ganz oft gehen sie gar nicht geimpft an die gehen dann auch ohne irgendwelche Zertifikate durch immer zwischen der Europäischen Union hin und her, da das illegal wird, das darf normalerweise nicht sein. Und da gehen die hin zum Beispiel auf Autobahnsparkingen durch immer, auf Raststätten durch immer verkauft für billige Preis. Und du hast natürlich einen großen sanitären Risk dran, weil Haustiere sind aber auch potenziellen Träger von verschiedenen Krankheiten. Und dafür muss man da ganz gut aufpassen. Wir haben das eben so, dass das einen illegalen Handel und du gehen durch verschiedene Länder so regelrecht Welpenfabriken, wo wirklich Tieren exploitiert gehen, für dann eben für billige Preis durch immer verkauft zu gehen. In der schrecklichen Konditionen, das unakzeptabel. Und dafür wollen wir und Kommission appellieren, dass wir hätten dadurch zum Beispiel ein europäisches System gibt, wo eigentlich zentralisiert deren registriert gehen, wie das man justement können nachvollziehen, den toten Hund könnt aus dem toten Land etc. Wenn wir auch zu Lützeburg den einen oder den anderen schon mal hören, den man so deren Handel auch ziemlich wie soll ich so eine Gag gemacht oder die deren auch importieren soi-disant für deren Rechte für den deren hier Gesundheit mit du hast aber auch zu Lützeburg verschiedene Leute die du ganz viel Gag damit machen voilà. De wolle Gesundheit ugeschwert, das war natürlich Apps, weil das ganz viel Sorge möchte an China als der sogenannte Coronavirus ausgebracht, an denen verdeelt sich ziemlich sehr an du hast du auch du geschafft. Ja, ich muss so dass wie op irgendeiner Platz an Leiitmänglisch verlangen, dat of nice muss Europa eben mat enger Stimme schwatzen. He immer bei ein Gesundheitsprobleme. An Ministerin von der Gesundheit von der Europäischen Union kommen nach haut zu summen. Und geht darum, dass sie zu Summe schwatzen, mit einer Stimme schwatzen. Und wir hätten gern, dass sollen Aktionen stattfinden. Und das wirklich wesentlich, das nicht an Ministerin, das ist ja am Fungehol eine Nationalkompetenz, an den Treteen, mir heise mir wirklich op Plätzen. Leider ist es komplett egal. Also ist es komplett egal, ob das eine nationale Kompetenz ist oder ob das eine europäische Kompetenz ist. Es muss einfach funktionieren, aber wir müssen hier ein gemeinsames Approach haben, für die Leute Sicherheit zu gehen und für auch die Mesuren zu holen, die wir müssen holen. Wir müssen Maßnahmen holen und die sollen dieselbe sein in ganz Europa. Kann ja nicht sein, dass man die das ist schon der Fall, Italien hat lässt käme an die Länder kommen. Von einer politischen Objektiv in der Hand. Sicher, mit dem Problem ist ja einfach ein sanitäres Problem. Deutschland lässt kommen, auch wir sind aber ganz genau das von den zu München Land es nicht ganz schwer ist, bis auf Milan zu fahren. Dafür wir brauchen hier wirklich eine konzertierte europäische Position. Und dann muss man auch wirklich gucken, als Europa, wenn wir im Moment mit Moyen, muss man gucken, was für Data da ist. Das heißt, sind die Daten, die wir haben, fiabel oder nicht? Es muss einen ganz speziellen Fokus auf Afrika haben. Wir sehen, dass kein Fall an Afrika sind. Das mal gesagt. Das scheint ja aber nicht ganz logisch, wenn ihr gesagt wo überall Fälle sind, dass an Afrika kein sind. Das heißt, du scheint es wie wenn es ein ganz schwierigen Prozess ist. Eine Lakune an der Feststellung, vielleicht auch, weil man muss noch feststellen, an Afrika sind ganz viele chinesische Entreprisen, die am Minesektor etc. tätig sind. Das heißt, es sind noch viele Leute, die hin und her gehen, die eigentlich ganz wenig registriert sind. Ja, auch zu sagen, dass Afrika mit den Doran auf einer Platz, wie gesagt, an Indonesien auch kein Fall
zu sinn, zumindest als neicht wat gesot gëtt. An Australien sinn awer. An wir sinn awer, dat et wahrscheinlich den Depistage an Australien méi einfach gemerket wie an Indonesien. Dabei hunn die zwei Länder dieselwecht rapport mat China. Du fir dat wat fir eis wichtig ass das keng Panik maren, mi awer Leiit informéieren a kucken, dat ma preparéiert sinn, wann Sache kommen, déi e bësschen méi kritisch ginn. Et das schon gehandelt ginn. Et gëtt geguckt fir op de Flughäfen, dat do wann e Fall do ass, dat direkt an d Hand geholget. Mi muss kucken hun mat Kapazitéit si immer brett, wann dat wei dat sollt Appes kommen, op mir dat kënnen dat machen. Am Junlo nach eng Zeitfenster, wo dat kann gemerk gin. An das auch dat wat DVP der Göchte gefordert huet an enger Pressekonferenz mir noch e Questionnaire ausgeschafft, mat der Kommission proposieren, fir dat all die Leute, die eben an engem Flieger sitzen, den ausfällen. Also war da jedenfalls so ganz wichtig, as das fir zu so Responsabilität überholen, an zwar eng Responsabilität europäischem Niveau. An das solidarisch sinn mat den Länder, die eben mir Schwierigkeiten hunn, et ass ein Weltproblem an. Wir müssen gucken, dass man das konzertiert an Begriff. Vielleicht ein geopolitischer Faktor, den auch noch ganz wichtig ist, dass es sich so an Taiwan, was ja auch ganz nur Relationen mit China hat, sind noch ein Fall detektiert gehen. Es gibt eine Expertengruppe am Niveau von der Weltgesundheitsorganisation. Und da haben die Chinesen eigentlich fertig gemacht, dass Taiwanesen nicht dabei sind. Und ich meine, das ist etwas, was auch eigentlich ein absolutes No-Go ist. Alle Länder, wo man Fälle haben, müssen da mal unterstützen, weil sie haben die Expertise, sie haben noch da ganz konkret Studien gemacht an Taiwan. An Lützeburg hat natürlich auch immer ganz gut Relationen mit Taiwan. Das ist wichtig, dass du jeder mal auf den Tisch kommt und dass du nicht aus geopolitischen Gründen ein zusätzliches Risiko ergangen wird. Das ist eine andere Wolle von diesem Phänomen. Ich habe das nicht direkt angeschaut, aber das ist das, was ich gestern am Funkgehol an der Pläniere darüber geschaut habe, den Menschenrechte-Aspekt. Es ist nicht akzeptabel. Wir können nicht einfach nicht so losen, nicht zumindest zu so. An China ist keine Meinungsfreiheit. Das kann ich nicht so, die Sachen, die ihr wisst, die Sachen, die ihr denkt. Und du hast den Dr. Li Wenliang, den an China im Moment wirklich zu einem Held Guinness an ganz viel Präsenz hat, sein Numm ganz viel Präsenz hat am Internet. Den Mann war den Doktor, den als erste schon am Dezember gesagt hat, dass der Coronavirus doof wäre, in dem Moment hatte er nicht den Numm. An den ass am Anfang von den chinesischen Autoritäten, von denen aus der Region, als am Anfang festgeholt gingen, hört mich so, dass das nicht wahr wäre, was er gesagt hat, dabei wäre es wahr. An dem Mann hat nur immer weiter darüber geschafft und ist auch darüber gestorben an dem Coronavirus. Und das sind Sachen, die am Anfang geholt, du siehst immer, was für eine Chance wir haben, an enger Umwelt zu leben, wo die Meinungsfreiheit besteht, aber wo sie Sachen am Anfang nicht können in den Teppich gekehrt gehen, was an den Anfang gemerkt hat. Heute muss man gucken, dass wir solidarisch sind mit dem, was China lebt. Man muss gucken, wie ihnen zu helfen, so viel wie wir können. Ich muss aber sagen, dass so wird gehandhabt ist, wird auch noch zum Teil an der Provinz gehandhabt ist, weil die Leute die Videos auf Internet gesagt haben, von wie das am Gange ist, dort zu geschehen, die sind verfolgt gehen. Und die Sachen gehen auch vom Internet an den Ruf geholt. Wir leben hier glücklicherweise in anderen Konditionen, wo das nicht geschieht. Dafür Wichtigkeit, Humanisten und Menschenrechte auf vier zu streichen und zu gucken, dass wir dort stark drauf sind, sowohl bei uns wie Humanisten weltweit zu fordern. Glücklicherweise haben wir dich auch an der Kommission für die Menschenrechte sitzen. Also vielmals merci Isabel und auch vielmals merci für die Nullausstellen und hoffentlich geschwind bei unserer Sendung dem Straßburg Live hier aus dem Europaparlament. Vielmals merci. Merci auch für die Nullausstellen.